Das Mann fällt euer Mund ab, Bredel, 3 Hollero, Hollerei, Tullio. Ganz große Ehre, der Richard Kurländer von der Fraunhofer Saitenmusik, Legende, kann man sagen, die Legende der Fraunhofer Saitenmusik. Ihr habt am Anfang, die ersten Jahre, auch ganz schön zum Kämpfen gehabt. Gell? Ihr habt ja neue Volksmusik gemacht, da hat diesen Begriff eigentlich überhaupt keiner kennt. Ich glaube sogar, ihr wart das mehr oder weniger das erfunden haben. So, ihr wart die Ersten, die so auf die, sage ich mal, Volksmusikfester auch gegangen sind und aber Musik gemacht haben, die jetzt nicht wirklich, also wo halt die Leute, die wirklich traditionelle Volksmusik gemacht haben, gesagt haben, was machen denn die da? Ja, so vom Ding her. Ihr wart einfach anders. Ja, das hat gedauert, bis sich das durchsetzt, oder? Also man muss immer unterscheiden, wir haben ja in der völlig anderen Besetzung angefangen. Also bevor es also Fraunhofer Saitenmusik geheißen hat. Das war damals mit dem Arthur, mit dem Sicker, im Mu, dem Robinson. Und da war es so, dass wir da schon ziemlich mehr russisch-bayerisch waren, damals formiert. Und das hat dann den Leuten nicht gepasst, weil da waren wir reine, ja, für die Kleinkunst halt da. Und wie ich 78 natürlich mit der Heidi angefangen habe, da war das dann schon ein bisschen schwieriger, weil da haben wir uns schon auch ziemlich so mit der typischen Volksmusik beschäftigt und sind halt bei bestimmten Puristen dadurch angeeckt, dass wir nicht in der Tracht auftreten sind, sondern dass wir lange Haare gehabt haben, Flatterhemder gehabt haben und in der Blutjeans auftreten sind. Und da war natürlich das Mischmasch da. Es hat junge Leute gegeben, die von der Volksmusik gekommen sind, die haben sich für das interessiert. Also das nicht, was bayerische Volksmusik ist, weil in Irland gibt es ja genauso Volksmusik oder woanders. Nur die Puristen, die waren natürlich also mehr von unserem Äußeren her pikiert, als wir von der Musik selber. Die Zollzeiten und so. Genau. Dass das so gemischt war damals, unser Repertoire. Vor uns hat es nur die Tonschusser gegeben, die haben so was Ähnliches gemacht, die waren also mehr nur irisch orientiert und so mit deutschen Kunstliedern. Und bei uns war halt das so, wir haben von der Bauernmusik, das ist also eine uralte Sammlung, haben wir die Volksmusik entnommen, haben einen Reiser natürlich nachgespielt, aber wir haben halt auch Carolan aus Irland gehabt oder aus Frankreich oder Böhmen, halt unterschiedliche Stücke und das war halt unser gemischtes Repertoire. Ihr wart eigentlich, kann man schon sagen, so zumindest bei uns in Bayern in der Szene die Ersten, die den Begriff Weltmusik irgendwie mitgeprägt haben, oder? Also dass ihr halt in der ganzen Welt sozusagen, ihr habt ja, glaube ich, ihr habt dann einmal so argentinische Sachen, oder? Habt's auch, oder Portugiesisch, habt ihr Fado einmal gespielt, so ein bisschen in die Richtung? Nein, wir haben einziges Mal irgendwas, jetzt weiß ich nicht, wo das her war, also aus Brasilien irgendwas, das war also so da kann ich mich irgendwie erinnern. Weihnachtsmusik war das, was wir damals gemacht haben. Aber ansonsten war es eigentlich mehr mitteleuropäisch. Ich meine, Weltmusik, das war dann schon später mehr so die Aufgabe, was der Zapf und Co. gemacht haben. Oder Barbario. Aber das sind, kann man auch schon sagen, dass ihr sozusagen die alle irgendwo ein bisschen mit beeinflusst habt, oder? Ihr wart einfach die Ersten, die da in der Szene in die Richtung was gemacht haben und was mich auch total fasziniert und was mich auch interessiert, ihr seid die einzige Musikgruppe, ihr singt quasi nicht in Bayerisch, aber ihr habt einmal den bayerischen Poetentaler verliehen bekommen. Ja, das ist, oh Gott, das ist schon ewige Zeiten her. Das war noch zur Zeit von Kurt Wilhelm. Die haben uns halt irgendwann einmal entdeckt und haben uns dann für Lesungen engagiert. Und da sind wir dann auf die Art und Weise mit dem Poetentaler geehrt worden in Kübelier. Wahrscheinlich auch eine Auszeichnung für die Poesie in eurer Musik. Ja, so also wir haben 2 Sprechgesangstücke gehabt und eins war gesungen, das war der Text von Sigi Zimmerschütt, der Schwarzbraun Michael, so ein Anti-Nazi-Lied gewesen und dann so Ballade Agnes Bernauer. Und ja, das Bädelmantel und das ist immer wieder gefragt worden, weil die Aufmachung war schon wieder interessant. Übrigens, das sind sogar eine Mundart gewesen, zumindest die 2, Schwarzbraun Michael und Bädelmantel. Und hat natürlich, ja gut, haben halt viel dann als bayerisches Volksgut empfunden. Ja, und ihr seid jetzt mittlerweile, ihr habt ja mit der Heidi
Die Heidi ist ja leider von euch gegangen, sehr tragisch, glaube ich, war das für alle, oder? Da hat euch, glaube ich, direkt einmal ein bisschen gewaffelt. Ja, das, ich meine, gut, okay, ich habe mit der Heidi angefangen, 78. Und haben 35 Jahre gespielt gewesen und dann hat sie plötzlich einen Herztod. Und innerhalb von Sekunden hat sich dann alles geändert gewesen. Da haben wir noch ein paar der schon ausgemachten Termine haben wir zu dritt gemacht und dann haben wir aber Gott sei Dank sehr schnell die Michaela gekriegt mit Tschernobyl. Sehr schön. Genau, jetzt war mein Handy, das da klingelt hat. Aber können wir gerne noch ein bisschen weiterschmatzen, weil jetzt habt ihr ja eine sehr interessante Besetzung auch, also Harfe, Hackbrett, Cello, Gitarre, also eine Vierer-Besetzung, oder? Da kann man ja schon mächtig Wind machen, oder? Viele Seiten. Unsere Cellistin, die spielt noch diverse Blockflöten. Und wie gesagt, ich spiele also das normale Salzburger Hackbrett, dann habe ich noch das Schweizer, das ist Appenzeller Hackbrett dabei, Harfe und halt dann noch manchmal Streichpsalter und Hirtenzither, sowas. Das ist so mein Instrumentariumbereich. Der Mitch ist ein sehr hervorragender Gitarrist und der Gary begleitet uns mit dem Bass. Aber Kompositionen selber? Nicht mehr so viel, also ich habe einige Stücke selber geschrieben, ja. Genau. Aber die meisten sind dann Arrangements. Veröffentlichungen gibt es, oder? Diverse? Ja, oh Gott, ich glaube, wir haben 15 gehabt, dass wir jetzt noch auf dem Markt haben, das weiß ich nicht mehr. Also, ich glaube, wir haben noch so 4, 5 Stück. Handelsüblichen Kanäle oder auf der Internetseite, oder? Das kann man bei uns bestellen, das kann man in diversen Läden gibt es. Eigentlich muss man, glaube ich, sowieso live sehen. Ihr seid einfach die klassische Liveband, irgendwie der Wind, wenn der mal losgeht. Ja, also kommt jetzt heute zum Beispiel, wenn wir mit Lesung haben, da ist das halbes Fahrwasser, weil Da das kannst ist, du nicht so näher haben. man spielt es halt erst mit den ersten 2, 3 Stück warm und dann wird es langsam und dann ist er gleich wieder vorbei. der erste Block ist meistens etwas gemächlicher und der zweite ist dann ein bisschen Druck. Ja, darf zu ich heute schon mit dem Druckblock anfangen. Ja, müssen wir mal schauen, platzmäßig. Also Ja, irgendwie, wir machen eigentlich schon einen Platz. Also, wir räumen alles weg, was weg kann. Und Mikros da wir so viel weg wie geht auch und machen nur so ein bisschen ein Raummikrofon, dass wir es halt ein bisschen lauter machen und das Ding kriegt sein Sprechmikro und das war's. Okay. Aber freut uns total, dass ihr gekommen seid. Das ehrt uns auch, dass ihr überhaupt in so eine kleine Hütte überhaupt kommt. Das ist ja nicht alltäglich, sage ich mal. Das macht es ja normalerweise ja nicht mehr für sowas. Aber für uns habt ihr es gemacht und das ehrt uns total und freut uns. Ja, wir haben früher in kleinen Räumen gespielt und es gibt es immer wieder mal, dass wir irgendwo in kleinen Räumen auftreten. Wenn die Atmosphäre stimmt, gell, dann geht man auch gerne hin. So ist es bei Oliver. Der Musiker ist ein Seelenmensch. Also ich habe ganz früh, also mit 16, 17 habe ich so Gitarre gespielt, also so das Patten oder Fingerpicking, wie man das nennt hat, das war dann auch schon Folk, weniger also der Beat, also dann Donovan, Dylan, also in der Richtung. Hast du dir das selber beigebracht in so Büchern? Oder? Das habe ich mir selber beigebracht und ich habe dann eben, wie dann im Mut, das angefangen habe mit den Kleinkunstbüchern, da habe ich dann gemerkt, oh, da sind also Leute, die waren sowas von gut, also klassisch schon ausgebildet und das. Da habe ich gedacht, da gehe ich mit der Gitarre nicht auf die Bühne und da bin ich dann aufs Hackbrett gekommen, weil das Hackbrett halt von meinen Großeltern, also die Musik halt kennen und da war ich eigentlich, sagen wir mal, mit Ausnahme vom Schickhaus, der damals in der Katakombe mehr so die klassische Musik gemacht hat, war, glaube ich, der Erste, der da angefangen hat. Nach mir hat der Zapfrudi angefangen und dann später die Biermüssel. Aber das war dann so das erste Instrument, das haben wir auch beigebracht selber. Nur dann bei der Harfe, da hat es dann ausbissen, da habe ich dann Harmonielehre gelernt und Noten lesen und alles Mögliche. Und man tut es halt auch dann mit den Arrangements leichter damit. Ja. Das war dann schon ein bisschen schwierig dann mit der Harfe. Genau, ja. Genau. Also Hackbrett, das war so 26 rum, nein, Schmarrn. Früher, das war 24 und mit der Harfe habe ich angefangen mit 26. Also relativ spät, aber... Ist eigentlich nie zu spät, gell, um was auszuprobieren. Muss wollen. Kann man auch allen Mut machen. Also gut, okay, Kirchenorgel weiß ich jetzt nicht. Also, Man kann immer wieder mal von vorn anfangen. das hat mich als Kind wahnsinnig fasziniert, aber Ja, wenn man das Talent hat dafür, ist glaube ich, Wenn es sich anbietet. dann kann er immer anfangen. Ist auch immer das Gehirn dann mitgefordert, wenn man was Neues lernt? Oder? ja,
Und dann muss man es aber auch bühnenreif hinbringen Sagen wir mal, einigermaßen. wir spielen ja also ich zumindest spiele alles auswendig und da muss man sich halt so konzentrieren. Das Ja. ist klar. Und dann braucht es auch viel Übung, bis man das richtig drin hat. Ich darf das auch so sagen wie ein Schauspieler, der muss einen Text lernen. Und so muss halt immer ein Stück lernen. Ja. Da freuen wir uns aber jetzt auch Vollgas, wenn ihr noch spielt. Das man fällt euer Mund abriedel,